Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Nolte und Christian vom Hofe. Ich habe Besuch unterschlagen. Nicht nur Antonia Langsdorf ist da, sondern auch ihr Hund. Wo ist er? Minou heißt er, ne? So ein ganz kleiner, süßer, weißer Wuschel. Wenn Sie mal in die Webcam gucken, je nachdem wie gut Minou läuft, sehen Sie die dann auch mal. Das nur dazu. Antonia Langsdorf, die Frau braucht man, wenn man ganz sicher in die Zukunft gucken will. Frau Langsdorf, wir sind jetzt hier seit 3 Tagen. Wir wollen natürlich wissen, ob wir noch weiter durchhalten. Sie haben so unsere Daten bekommen. Sie sehen uns auch aktuell vor sich mit unseren tiefen Augenrändern. Wenn Sie uns jetzt angucken, was glauben Sie? Schaffen wir noch ein paar Tage oder ist morgen Schicht im Schacht? Also wir haben... Da muss ich dann bei jedem von Ihnen einzeln ins Horoskop gucken. Und die Vanessa hat also in dem Haus der Kommunikation gerade Venus und Mars stehen. Das ist also ganz viel frische Energie. Das heißt, Vanessa, Sie laden gewissermaßen Ihre Batterien beim Tun wieder auf. Ach, guck mal. Also in dem Moment, wenn Sie sich ausruhen und dann wieder aufwachen, dann denken Sie, um Gottes Willen. Aber wenn das dann wieder in Gang kommt und das Motörchen läuft, dann lädt auch die Batterie wieder auf. Und diese schöne Konstellation bleibt also auch noch morgen und übermorgen so erhalten. Dann läuft die Venus ins nächste Haus, aber bis dahin würde ich sagen, Daumen hoch. Also bis übermorgen bin ich noch sehr effektiv. Wie lange soll denn das hier noch so gehen? Bis wir sagen, es geht nicht mehr. Wie sieht denn das bei mir aus? Verstehe. Okay, also Christian, Sie haben ja morgen Geburtstag. Ja. Und zum Geburtstag hat man immer einen Energieschub. Ach, okay. Ja, also das wird Ihnen auf jeden Fall behilflich sein. Ja. Dann haben Sie Ihre Sonne, Ihre Fischesonne im Haus der Kreativität stehen, von Natur aus schon. Das heißt, Ihnen fallen auch immer wieder kreative Wege ein, sich fit zu halten, sich wach zu halten. Und wann immer Sie eine besonders schöne Idee eben haben oder irgendwas, was Ihnen besonders kreativ prickelnd erscheint, macht Sie das auch wieder wach und munter. Stimmt sogar, ja. Und diese schöne Konstellation bleibt Ihnen jetzt auf jeden Fall auch noch die nächsten 2-3 Tage erhalten, rund um den Geburtstag rum. Wie gesagt, immer ein Energieschub. Also 2-3 Tage sehe ich auf jeden Fall für Sie beide noch von den Sternen her gute Tendenzen. Ach, das fühlt sich doch gut an, auch wenn der Körper sich gerade nicht so anfühlt. Nicht wirklich. Ne? Ja. Was war so das Längste, was Sie mal so am Stück vielleicht gearbeitet haben, wo Sie gesagt haben, boah, das war echt anstrengend? Also sehr anstrengend war das noch immer, als ich bei RTL als Wetterfee gearbeitet habe. Ja. Und dann auch immer nachts um 3 Uhr mussten wir da aufstehen und ich musste immer 14 Tage durchhalten, weil meine Kollegin flog dann immer nach Kanada zu ihrem Freund. Und wenn die nicht da war, musste ich arbeiten. Ja. Das war schon auch immer ziemlich krass. Aber natürlich konnte ich zwischendurch schon ein bisschen schlafen. Naja, aber im Fernsehen muss man ja auch morgens dann noch gut aussehen. Gut Bei uns ist das aussehen. ja egal, ne? Wir können ja angeranzt oder abgeranzt sitzen. Dafür hatten wir ja immer unsere Maskenbildner. Ja. Aber wir mussten ja alle immer früh aufstehen. Und deswegen waren alle morgens in der Maske immer schlecht gelaunt. Und wenn einem dann der Maskenbilder im Auge rumstocherte, besserte das die Laune auch nicht unbedingt immer. Wir gucken ein bisschen in die Sterne mit Astrologin Antonia Langsdorf.